Am Goal ja, wir sind zu Diedlingen, dat das gutem Grund den F90 die kann sich ja gene wie d'lächten Saison rëmfir d Gruppephase vun der Europa League qualifiziert. Ja ernst das wie d'lächte Saison will den F90 aber auch gut am Championat aufhängen. Den nächste Match den das gewonnen gehen gegen Millebach. Ja Jeunesse Asch, dat war den zweite Gegner. An den war schon ein bisschen mich schwer. Schon die letzte Saison hat den F90 daheim mat 1-3 gegen Jeunesse verloren. Zter hier war Diedling daheim Stachos Nussbaum ungeschloen, bis sie samstellen. A Grund dafür ging da genug. Ugefangen man im Schauspiel. Immer wenn Jeunesse sehr gespielt hat, war Diedlinger Defense auffällig. So gesehen beim ersten Goal an der 11. Minute. Langer Ball Steinbach, den Boyaki schickt den Makota, an den Stung nur lehnt für Jeunesse. Beim dritten Goal für die Saison für die Kameruner stung de Skanderovic zu weit weg von seinem Mann. Der Jonathan Joubert, den sein Comeback gefeiert hat, war auch nie Chance. Bei Diedling war nicht Spieler dabei, den an der Europa League am 1. Bas stung. Kind Mielebar ist das noch durchgegangen, und es hat auch gegen die Asche im Moment von der ersten Halbzeit nicht allzu schlecht ausgesehen. Den F90 hat den Match an die Hand geholt, der Ball laufen an den Gegner dominiert. Die lokale Equipe hat sich so eine Chancen rausgespielt, mit sollte bis zur Pause just ein Goal für den F90 fallen. Es war den früheren Ascher Anatomie, den aus dem Gewulse raus die Besten Übersicht hat. Es stung an der Pause. Diedling hat aber die Chance verpasst, Mirich 4 zu leihen. Der hat auch Luka Ivisic gelehen, den der blessiert den Sommer am Aschergoal gut vertreten hat. On a reculé, puis on a pris ce but. On a un peu de nervosité de la part et d'autre, de notre part staff et des joueurs. Et ensuite, on a rééquilibré tactiquement à la mi-temps. Et effectivement, en deuxième mi-temps, on a eu ces situations qui nous ont permis de l'emporter. Logiquement, je trouve que la victoire est pas illogique et je dirais même Man brucht an dat huet gegraf. Die Ascher hunn sech iwwer de gut Umschaltspiel e pu Gelegenheeten rausgespielt, fir de K.O. hunn die Diedlinger awer selber gesuercht. E rëmme lange Ball vum Steinbach, an Rëm war de Boyaki ze séier fir de Skanderovic. Rot fir den Defenseur vun den Diedlinger, die noch an enger Stundemmer noch zu 10 gespielt hunn. An der enger 60. Minute huet du noch gerabbelt. Gewulsam Strofraum vum Jonathan Joubert, de Ballland bei Milos Todorovic an et Stung 2-1 fir Jeunesse. Der freiere Nationalgoalkeeper huet bei dieser Aktion unglücklich ausgesehen, wer dawer vun no und Diedlinger Nummer 1 sinn, auch van den Team Kipsien exzellent vertreten huet. Joubert a fait une belle rentrée aujourd'hui, donc il a été très présent, il a apporté beaucoup de sérénité et je ne pense pas qu'on puisse lui incomber les buts qu'on a encaissés, donc je suis très satisfait de sa prestation. Trotzdem huet Jonathan Joubert in dieser Partie 3 Mal missen Hand zu greifen. Der Klitscher enger guter zweter Halschen gin eng B-Ekipp aus Diedling, so kind net zu Summe fassen, och van den Emilio Ferreira dat net so gesäit. Mais on ne doit pas parler de première, deuxième équipe, ou je crois que c'est... Il faut analyser le match, quoi. Donc, vous me posez deux questions. Dans la première, vous me dites que les autres ont été meilleurs, donc vous interprétez. Et dans la deuxième, vous me dites que c'est la deuxième équipe qui a joué et que, à cause de ça, le résultat est probablement négatif. Je crois qu'il faut analyser le match. Et le match, on a fait, quand on était à 11 contre 11, on était beaucoup plus fort qu'eux. Hunn die Diedlinger zunningen misse Pferde spielen. De Garas huet Gilrot gesinn. Resultat an der Ascherfred huet dawer neich mi geënnert. venir gagner à Dudelange. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont le faire, même si ils ont un effectif tellement large que l'équipe A ou l'équipe B, ça reste deux très grosses équipes. Donc on est très satisfait de cette victoire ici, ce qui nous permet d'avoir réalisé un très bon début de championnat après notre très compliquée défaite à Niederkom. Geht Armenier vun Ararat muss sech den F90 steigeren. Mit dann steht wahrscheinlich eng ganz andere Ekipp vun den Diedlinger Terrain. Die könnte Matcherballe voll live moderieren Radio an op RTL.lu am Stream, dat vun War un. Wir kommen bei die Überraschungsekippe vun der Saison Victoria Rosbotokina der mat gerechend, dass d'Ekippe lo mat zo Victor als
Party fand hatte. Am Strofraum hu sie ëmmer nächste Mokrani gesicht, déi schons fréier Match fir onru gesuercht huet. An der 6. Minute konnte fréiere Spieler vum RM Hand Benfica du noch den 0 markieren. Die eicht Offensivaktiun vu Rosbad goufet no knapp 8 Minuten. Opregung goufet hun awer an der 13. Minute vu den Terautschi Richtung Goal gelawers an den Not Lehnerwel vill Risiko ergängen ass. Et gouf vill Diskussionen mat den Herr Müller huet Weiterspiele gloss. Eg ganz schwierigg Deciioun, wie noch hai am Rolanti gesäit. Am Muschloss gouf eng Zäitchen net mivill Offensivaktionen, mé kämpft, wär Party weiter hin. Rosbad hat zwar bësse méi vum Match, ma Peting war weiter hin de mi geféierlege Kipp. An der 40. Minute war du bald den 2-0 fir Peting, mat dem Akoko huet ha just de Porto getraff. Peting huet deels richtig gut kombinéiert, ma se hun net gut op den gespielt. Kurz fir der Paus dun de Schock fit gascht, de Chef Lascher gouf op Drees geschickt, hin ass Landschen Otterligangen a kom doch gut hun ausgleiche. No der Paus huet Rosbad hun ëmmer Mino gelos, an an der 46. Minute hat dem Ukraini bei de Goal vum Jor geschoss. Op Neuz huet den Aluminium gerett fir d'Hausherren. An der 55. Minute eng weiter gut Attack vu Peting. Nuch den Jorjung und hun Held huet sech gut durchgesat an den Abreu ugespielt, déi vum Bruts gelech gouf. Den nuschlesenden 11 Meter kommt de Petinger Kapitäne rascheessen. 2-1 fir gascht. Vu Rosbad war iwwer deems net mi viel ze gesinn. Dëssen Distanzschoss vum fréiere Petinger der Mata war die best Rosbader Aktiun bis hahinner. Op den Aluminium kon Rosbad sech awer weiter hi verlosen, verloch de Soladio soll an der 7. Minute nëmmen laat treffen. Wir haben auch bewiesen, dass wir mental ganz stark sind, weil das nie einfach Goal zu kriegen für der Halbzeit, wie gesagt. Wir haben an der Kabine zusammen geschwärzt. Wir wussten, wenn wir zweite Halbzeit drecken, dass wir den Match gewonnen haben. Wir haben spielerisch wirklich zweite Halbzeit ganz gut gespielt. Physisch waren wir auch viel besser. An der letzter 4 Stunde also touristisch hin und her gegangen. An dieser Situation agierte Brandenburger einfach zu eigensinnig. Peting war moralisch weiter ganz stark, auch Rosbad hat weiter Großprobleme. So hat heute Terauchi müssen op der Lehne retten. Op der enger Seite Goal verhindert, a kurz drüber op der
Keier Belwer markéiert. Huet den Tomobarére kommt. Eng engagéiert Rusperter Ekipp, die en awer Eidel ausgeht. Wir sind nicht belohnt für den Opwand, den wir betrieben haben. Wir müssen viel an den Ball laufen, gegen eine ganz gute Equipe von Peting, die auch Pech hat mit 3 Lateschüsse. Wir wollen aber gucken zum Schluss die 200% Goalschüsse, die wir haben 2-1. Das schwätzt die Moral von der Equipe. Und du musst einen von den 2 musst machen. Männers also beim 2 fir Junior Titus Peting bliwen ënner dem Strch eng verdenkte Viktoire fir Peting. Wann en d'Ensemble vum Match guckt, spielerisch war man besser an me können sagt zo man Leider mat net gemet, da muss man die 10 Läch Mitte bisssen Zidren hannen. Zu Rosbau den lo 6 Punkten aus 3 Matscher, ma komplett zufrieden ersinnet. Wer méi dranhaut an dat Batter, well kommen ganz schwéier Gegner, dat hecht Megilo sonnen op Grenz, dat gëtt net einfach, man muss noch do keine Punkte machen. Junior Titus Peting huet zwar noch e Match Manner und nächste Weekend fëlle sie du hingehen Trodanche weiter ungeschloe bleiwen. Ein interessanten Match mir mal enge Kurzpause, und da sind wir zurück mam Duell vun den Opsteiger.